So, Freunde, weiter geht's bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Im letzten Part ist Goku endlich auf Namegang getroffen, wisst ihr was? Jetzt geht's ab zum Kampf, obwohl... Ich sehe auf dem Radar noch ein Dragon Ball hinter mir. Der perfekte Zeitpunkt von dem Kampf noch schnell einen abzustauben. Dann wurde mich gerade fragen, wird das ein Kampf sein oder kann ich ihn eigentlich so einsammeln? Sieht aus, als könnte ich ihn eigentlich so holen. 2 Sterne Dragon Ball! Geil, geil, geil. Da sage ich natürlich nicht nein. Jetzt müssten wir eigentlich schon 4 oder 5 haben, oder? Hä? Habe ich schon alle 7 gesammelt? Okay. Oh, da ist ein Bulmans Raumschiff. Beziehungsweise das ursprüngliche von Gott Piccolo, wer auch immer. Jetzt zurück. Da ist unser Raumschiff und da vorne ist... Da ist noch dieses Raumschiff und hier ist der Kampf los. Also dann, Rico, jetzt bist du völlig, Alter. Ein bisschen Fingerarbeit hier. Das muss manchmal auch sein, Freunde. Ich bin schon gespannt, wie schnell ich wohl den Kampf beenden werde. Gegen einen angeschlagenen Rico dürfte das im Prinzip nicht so lange dauern. Dämliches Gesicht. Naja, also so dämlich ist eigentlich das auch wieder nicht. Wow, Goku ist aber mutig, wa? Also, dessen Gesicht finde ich jetzt viel dämlicher, wenn ich ehrlich sein soll. Naja doch, also Goku ist ja nun nicht unbedingt derjenige, der jeden umbringt, oder? Super Saiyajin? Tja, Goku kommt hier wirklich ziemlich cool rüber, wa? Ja, der mit seiner dämlichen Stil. Die stelle ich mir jetzt ab und zu ein für alle Mal. Okay, Fernkampfmodus direkt. Und Scheiße. Oh. Ja. Mann, was ist denn jetzt los? Oh. Das kann wohl nicht wahr sein. Es ist doch nur Rikum. Sag ich doch, es ist nur Rikum. Na toll. Jetzt reicht's mir aber endgültig, ey. Ich muss doch hier nicht verarschen. Jo, komm her, Alter! Ich bin mir dich richtig! Ja klar, und tschüss! Cool ausgewichen, wa? Wow, dann macht das, was ich eigentlich machen wollte. Tja, jetzt bist du im Arsch, Mann! Klappt dich so regelrecht durch! Wie ein Schnitzel! Und dann werf dich in die Pfanne! Ich merke gerade, ich bekomme Hunger! Das ist gar nicht gut. Weil wenn ich hungrig bin, kann ich mich nicht mehr so gut konzentrieren. Na, was macht das alte Schwein? 10.000 Schaden. Und er schwitzt sich eins ab, dieses fette Schweine. Was ist jetzt los? Spezialmove? Oh, das finde ich gut. Und das war ultra schnell, hey. Voll in die Brust. Und er ist am Arsch. Komm schon, geh zu Boden. Jawohl. It's over! Ja, allerdings ist Cheetah sogar stärker als du. Tja, wer weiß. Da waren also nur noch 2, Cheese und Bata. Ja, was ist los? Und das sind die letzten 2 der Kino-Force, mal abgesehen von Kino selber, das auch sowieso auf dem Weg zu Freezer gemacht hat.
Naja, also Unvergleich finde ich ein bisschen übertrieben. Ja. Tschüss, Mann! Weil es so schön war, gleich nochmal! Immer voll in die Fresse! Und auch sonst! Sonst kapieren sie es ja nicht! Da kann es doch glaube ich nicht stark sind. Und er belehrt sie erst einmal. Das ist eigentlich auch ein bisschen unlogisch, weil Goku ist so schnell, er dürfte gar nicht das machen können. Okay, das haben wir auch ein Key. Das ist gar nicht mal so schlecht, siehst du? Weicht einfach nur aus. Ja, und voll von hinten! Freunde, ich muss zwar ehrlich zugeben, das Kampfsystem ist ein bisschen lame, aber dafür stimmen die Effekte und naja, also für so ein, ich sage jetzt mal ein Kurz-Let's Play geht das schon. Ich sage Kurz-Let's Play, so kurz wird das gar nicht sein. Bist du wirklich sicher, dass nur 5000 sind? Und tschüss! Ja! Ja. Und jetzt auf zum Boden. Oder auch nicht. Frische Ball! Und der ist doch für uns überhaupt kein Problem. Ich bin mal gespannt, was ich mache. Hä? Hallo? Ich habe auf den Knopf gedrückt. Was meint man das gerade? Boom, plötzlich bin ich hinter Bata, wieso auch immer. Den schnellsten Krieg im Universum. Also bist du noch schneller als Freezer? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wo bist du? Ein Saiyajin natürlich, was denn sonst? Kannst du einfach nicht wow, eine richtige Drohung! Alter, lass mich hier aber nicht drohen! Ups, oh. Der macht mich wieder hier. Ja, der war aber cool, wa? Nein! Oh, Mann! Also mal nochmal kurz zum Let's Play bzw. Spiel selber. Ich habe ja schon gesagt, das Kampfsystem ist eher ein bisschen lame und das stimmt auch mehr oder weniger. Ihr seht schon, man kann eigentlich nur einmal kurz auf den Knopf ballern, drücken und dann haben wir zur Auswahl, ob man schlagen oder treten will, mehr oder weniger. Und von dem hängt dann die ganze Verfolgung ab. Und das mit dem Nahkampf- und Fernkampfmodus kann man auch nicht individuell einstellen, man muss immer hin und her wechseln und die Moves sind auch immer unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel gehe ich automatisch in den Fernkampfmodus, weil ich einen Kamehameha starten will und das im Nahkampfmodus nicht funktioniert. Oh. Egal! Ja! Ja, und von daher ist das Spiel vielleicht nicht unbedingt für jeden geeignet. Ich will sagen, vermutlich nur für Dragon Ball Fans. Ja, jetzt mal rein vom Spieltechnischen betrachtet gibt es sicher andere und bessere Dragon Ball Spiele. Ja, man lässt mich mal in Ruhe hier. Ich wollte doch gerade was erzählen. Du bist der Arsch, ey. Ein Arsch mit Ohren, hast du gehört? Obwohl, du hast gar keine. Er hatte gar kein Ohr, was erzähl ich hier für ein Mist, Mann? Und, Na? Willst nochmal, da hast du genug. Die blaues Glühbirne von mir. Jetzt dreh ich den Saft aus. Das war eine Hülke. Ausweichen. Ups. Scheiße. Was, Geist hoch? Oh oh. Freunde, ich bin gleich tot. Das darf aber nicht so sein. Das ist eigentlich eine Konzentration ist sowieso nicht so. Oh. Jetzt reicht's mir aber hier. Schluss mit lustig. Jetzt bring ich's zu Ende. Oh.
Und tschüss. Ja, jetzt aber. Was? Okay. Mann. Wieso immer in den Rücken? Ich weiß, was ein schöner Rücken kann entzücken, aber das ist ja der falsche Spruch. Hey, ist mir langsam gut hier? Hallo? Das reicht mir ein für einen. Ich hab die Schnauze voll! Yes! Und tschüss, Mann! Yes! Ja! 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 Dem gebe ich jetzt eine Kamehameha, das sind... Hören und sehen vergeht, wollte ich gerade sagen. Obwohl, der Genkidama geht hier auch! Ja! Wow. Wisst ihr was? Freunde, das mache ich jetzt auch. Und jetzt keine Katze dazwischen kommt, oder? Kaioken Finisher! Schade, schade, dass ich das nenne. Genkidama eingesetzt! Irgendwie für mich ist gerade die rote Aura. Ah, jetzt kommt sie. Kaioken Finisher! Schluss aus Bata. Schluss aus Bata. Und er kann schon der nächste Rotling. Oh mein Gott. Naja, also so klar sicher war jetzt das auch nicht, aber das lag leider an mir. Ja. Oh ja, allerdings. Und dann macht er sich von dannen. Oh, das klingt ja nicht besonders gut, was Freunde? Frieza soll also sehr viel stärker sein und wisst ihr was? Es stimmt leider auch. Frieza hat ja eine Kampfkraft von 530.000. Was ich persönlich bescheuert finde, wenn man jetzt das Ganze vergleicht und so, weil Vegeta hat ja auf seiner Ankunft auf der Erde hat er eine Kampfkraft von 18.000 und Frieza soll 530.000 haben, ist das krass. Krillin bemerkt, dass der Himmel sich nicht verfinstert und erkennt, dass Frieza die Worte nicht kennt, um Shenlong zu beschwören. Wohl eher Palunge, oder? Er ist froh zu wissen, dass noch die Chance besteht, dass nun ihr Wunsch erfüllt wird. In der Zwischenzeit läuft Cheese zurück zu Ginyu, um ihn darüber zu informieren, dass alle anderen Mitglieder des Ginyu-Sonderkommandos besiegt wurden. Tja, der Pech gehabt, oder? Eine ganze schlagkräftige Truppe ist von Arsch. Ich kann es auf dem Boden einsammeln und dann nach Hause gehen. Da er denkt, dass Frieza der Einzige sei, der stärker ist als sie. Achso, stärker ist als die Truppe. Kann Ginyu das kaum glauben. Er vergräbt die Dragon Balls in der Erde, wo sie nicht gefunden werden können, und fliegt Goku und anderen hinterher, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Dass sie ja nicht gefunden werden können, ist ja wohl auch für den Arsch, oder? Mit dem Radar findet man sie auch unter der Erde. Während Goku und die anderen besprechen, wie sie die Dragon Balls und Frieza zurückholen können, bemerken sie, dass zwei starke Keys zu ihnen unterwegs sind. Sie erkennen auch, dass Frieza unterwegs zum Oberältesten ist. Sie wissen, dass die Dragon Balls verschwinden, wenn er ihn tötet. Das darf auf keinen Fall passieren. Dann landet Ginyu persönlich vor Goku und seinen Freunden. Ja, jetzt geht's wohl richtig ab, wa? Jetzt sieht's aus. Also dann, Freunde. Im nächsten Part dann wohl der Kampf zwischen Ginyu und Goku und ebenfalls Vegeta und... wie hieß der andere schon, der rote? Cheese, genau, Cheese ist er. Vorausgesetzt natürlich, dass sie das dem Original entsprechend übernommen haben. Das weiß in diesem Spiel offenbar nie so genau, nicht wahr, Freunde? Weil der Kampf gegen Guldo kam mir auch nicht vor. Was ich persönlich gesagt habe, dass ich das schwach fand, aber bitte. So, jetzt mal gucken, wo machen wir jetzt weiter? Genau, bei Ginyu. Sieht aus, als wenn das ein interessanter Zweikampf wäre. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal als Gegner Gelegenheit bekommen würde, meine wahre Stärke zu zeigen. Ziemlich eindeutig, oder? Jetzt, Vegeta ist auch da, also sieht das soweit gut aus, oder?
Vegeta, er haut einfach ab, dieses alte Schwein. Bleib hier, du Feigling. Oh oh. Wisst ihr was, Freunde? Den Kampf gegen Ginyu seht ihr erst im nächsten Part. Bis dann. Ciao zusammen.